Cherisa und Michael als neues Stream-Team? Tja, bei Fire Emblem Free House ist irgendwie alles möglich. Okay, sind zu weit weg. Sehr gut. Jetzt die Frage. Bogenschütze wäre natürlich eher was für Cherisa. Ganz langsam, kann man überhaupt nicht ausweichen. Ja, schon ein bisschen wenig, Kumpel. Nö, bleibst direkt mal hier. So. Nochmal drin geht nicht. Oh. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade. So, den und den, der kommt leider relativ weit. Das heißt, ich muss ihn zuerst auslöschen. Ja, Mann. So, deswegen verziehe ich mich auch in den Wald. Damit es nachher der Bogenschütze nicht so gut treffen kann. Jo, da ziehe ich mich wieder mal von dann, wa? Kein Bock hier auf die Scheiße. Könnte mich zwar heilen, ich warte noch ein bisschen, komm. Also, war es der große Big Boss, wa? Ich hab gerade gewundert, hä, wieso mit dem Magier und so? Ja, ich komme gar nicht mehr zum Magier hin. Okay. Machen wir den so platt. Crit-Chance hat eigentlich nie wirklich eine. Da muss ich jetzt noch ein bisschen gucken, wie ich mit dem jetzt zurechtkomme. Weil er macht doch ordentlich Schaden, je nachdem auch eine gewisse Crit-Chance. Gut, Aschenglut ist immer gut. Wir nehmen die hier. Und das machen wir mit dem Silberschwert. Da war es nur noch einer. Den darf Michael übernehmen, allein schon für die Klassenerfahrungspunkte. 6, okay. Also vielleicht noch 3 Kämpfe, maximal 6. Das kriegen wir hin. Gemeinsam mit, Kämpfe gemeinsam mit dem Tod. Tja, unser neues Dream-Team. Michael und Cherisa. Wer hätte es jemals gedacht? Also ich nicht. Dann weiter mit dem nächsten. Kampf am Turm Konant. Konant, whatever. Okay, ein paar mehr Einheiten. Sehr gut. Es ist eigentlich ein, ich sage jetzt mal mehr oder weniger optionaler Kampf.
Jetzt können wir auch wieder ein bisschen freier wählen. Edelgard hätte ich gerne dabei. Wie auch schon erwähnt, bei ihr das gleiche Prozedere. Nehmen wir da einfach selbstständig ein paar Charaktere rein. Wie können die es wagen? So, ein paar sind kurz vor Level 30. Die nehmen wir natürlich mit rein. Als Vorhut, sagen wir mal, wa? Dann. Ja, die Tante haben wir jetzt ein paar mehr drin. Sehr schön. Gerne diese Thea auch drin, damit sie ein bisschen was machen kann. Ingrid hat auch gerne drin. Und Kaspar. Soll man zwar nicht so einen Kasso machen, aber egal. Hätte ich ihn gerne noch drin. Jetzt muss man ganz kurz gucken, was habe ich jetzt eigentlich alles dabei. Ich habe ein paar Fliegeneinheiten. Insgesamt 2. Ich habe einen Bogenschütze und eine Bogenschützin. Jetzt muss ich Karte angucken. Ach du Scheiße. Wieder alles wild durcheinander. Lebensfrucht, okay. Zum Teil vielleicht auch mal ein wertvolles Geheimnis so als Item, wo ich sogar klauen könnte. Würde sogar lohnen, Petra mitzunehmen. Jo, der hat 1. Okay, dem klau ist. Aber denk auch daran. Wow. Der hat nochmal 1. Okay. Und dem kriegen wir es sogar. Hä? Wo ist eigentlich der Boss? Ach, hier unten ist er. Okay. Wie sieht es am Anfang aus? Da haben wir vor allem 2 Magier und 2 solche Typen. Aber keine Bogenschützen. Also was keine. Sehr gut. Das lobe ich mir. Also, wir brauchen noch ein paar Mages mehr. Das heißt, Dorothea kommt dann auch noch mit. Ferdi ist mehr der Support, habe ich mir jetzt gerade überlegt. Ja, schon im Thema Support sind wir fehlt noch ein Heiler. Ja, Linha mit Mercedes würde ich gerne in Kombination dann mit Cherisa einsetzen. Damit wir auch ein bisschen in den Support-Dingen so ein bisschen sehen, was da so abgeht. Also, dann Adjutanten. Ich hätte gerne, dass Shamir bei ihr mitkommt, weil die beiden ergänzen sich eigentlich ganz gut, finde ich. Oh, bin ich doof, wir brauchen Peter dabei. Moment, Auszeit, dann kommt Raphael doch raus. Ja, ist auch zu langsam, stimmt, hä? Das war eine doofe Entscheidung. Raphael ist zwar generell gut, aber er soll Kaspar schützen. Kriegt Michael auch einen Adjutanten? Ich weiß nicht so recht. Hat er das verdient oder hat er das nicht verdient? Also Edelgard kann sowieso keinen kriegen, weil sie aber eine fliegende Einheit oder fliegende Klasse dafür. Ich fände es zwar klasse, aber naja. Bisschen Pferdepower. Wenn wir zwar kurz vom Level up war. Bisschen Heal Power. Nee, komm, machen wir es so. Okay. Dann die Karte. Wie sieht es generell aus? Will ich mich positionieren, beziehungsweise uns positionieren? Wie gesagt, wir haben 2 Mages plus 2 ein bisschen härtere Typen. Das heißt, ich hätte gerne irgendwie einen Magier vorne, wenn es geht. Nehmen aber Hubert nach vorne. Ah, nee, bringt nichts, der ist zu langsam. Gut, Dorothea ist sowieso eher hinten. Okay, lassen wir es so. Warum? Aus dem Grund, weil Dorothea... Ich schicke jetzt mal die nach vorne. Diese Thea müsste eigentlich auch so nach hinten. Kaspar in der Reihe hinten macht auch Sinn. Ne, Dorothea hat einen Weitflächenangriff. Gut, ob es jetzt viel bringt, ob ihr jetzt hier seid oder weiter vorne, ist auch so eine Frage, oder? Na komm. Ja, lassen die Mages doch eher hinten. What? Was habe ich jetzt gemacht? Nein, Moment, falsch. Die schon eher vorne, die Magier hinten, mehr oder weniger. Jo, passt. Gut. Let's go. Was wir jetzt machen werden, Freunde, ist die Animation doch ausschalten, also komplett. Ah ne, wir haben diese Thea drin, ne? Die ist ja neu. Okay, gut. Ne, gut, wir lassen es doch drin. Markieren, muss ich ganz kurz aufpassen, welche ich markiere. Er, weil ich bei ihm was klauen muss.
Der vor allem mal Ragnarök drauf hat, da finde ich jetzt ein bisschen sehr gemein. Kriegen wir sowieso. Warte, markiere es trotzdem mal auf, nur so Just of Fun, der andere, weil der Boss ist. Ansonsten, von den Items her, der hat natürlich auch noch ein bisschen viel Power drauf. Na gut, lassen wir's. Dann markiere ich euch dann noch, weil er gerade ein bisschen nahe dran steht. Da würde ich mal sagen, let's go, wa? Du kannst schon mal angreifen, das freut mich umso mehr. Theoretisch ein Tumult würde sogar ein bisschen was bringen. Das würde mich jetzt sogar ein bisschen, wenn ich ehrlich sein darf. Raphael Level 31. Unser Tank. Der uns so gut gefällt. Da ist ein Mage. Mage erkannt. Gefahr nicht mal ansatzweise gebannt. Ja, wenn ich da hingehe, kriege ich eins aufs Dach. Wohl. Ich nehme schon eine Waffe, wo ich... Ja, wobei ich greife mich direkt auch noch an. Na gut, machen wir so. Ja, wer kommt schon, ist der hier. Also mit dem wird er schon noch fertig. So, machen wir die jetzt hier vorne. Da kommen wir sogar bis dahin. Sehr gut. Eine Strategie könnte ich anwenden, will ich aber gerade nicht. Stalag wäre mal eine Option. Lanzenreihe. Ja, kann ich eigentlich schon platt machen. Sehr gut, Ferdi. Gefällt mir. Du machst einem Ferdi alle Ehre. Ingrid. Hast du jetzt sogar irgendwo noch eine Technik drauf? Ne, Rittertod wäre das Falsche jetzt für dich, aber wir können ja von hier aus nach mit dem Donnerschwert drauf zirbeln. So, aus dem Weg. Jetzt kommt Petra. Wie greife ich ihn an, wenn ich einen Rapier? Ich kann einfach ganz kurz platt machen. Rapier zweimal, wenn er trifft natürlich nur, wa? Okay, er hat erledigt. Das ist mein Team, Freunde. Das weiß, wie es läuft, wie der Hase läuft. So, können wir jetzt direkt hier schon mal ein bisschen feuern. Ein bisschen auf solche, die mir auf den Sack gehen. Natürlich auf solche, die ich schon treffen könnte. Das ist natürlich am besten solche mit Instant Kill. Ja, die Quote. Wenn ich hier rüber gehe, treffen noch ein paar mehr. Wie sieht es da mit der Quote aus? Hat er plötzlich gesehen, dass der andere mich angreifen will? Was für eine Frechheit. Höhere Crit-Chance, so. Da hat im Fall einen Bogentyp, wa? Gut, der wäre zwar weg, aber... ich spare meine Dinge noch auf, ein anderes Mal. Hier könnte ich eigentlich auch ein bisschen... Eigentlich hier jetzt perfekt, oder? Toll, hat schon mal einen Kriegerbogen, doppelt aber trotzdem nicht. Was zum Henker? Ja gut, natürlich jetzt so einer, aber... Hallo, sind Kriegerbogen, wo sind die Doppelhits? Oh, ich bin traurig.
Können Strategie mal abfeuern, aber bringt natürlich nicht viel. Hier, Kriegerbogen, endlich wird sie mal doppeln. Super. Echt die Frage war, bleibe ich einfach hier? Weil ich treffe sowieso immer. Das wäre echt eine Option, Freund. Hey, jetzt plötzlich kann ich doppeln. Okay. Komm, wir bleiben mit dir einfach hier oben. Jo, kann da runter. Mit Linha bleibe glaube ich auch hier, weil erstens mal kann ich zum einen könnte ich sowieso von überall her heilen, zum anderen kann ich auch noch ein bisschen angreifen und so. Oder bringt was. Diese Thea, nee, sie will ich dann doch eher direkt trainieren, dann geht sie halt mit. Das war ein Fehler, Kumpel. So, jetzt kommen wohl die harten Typen, wa? Naja, wollen wir doch mal gucken, wer hier echt so hart ist. Morganone, war der Windschnitt, wäre die höhere Crit-Chance. So, dann haben wir noch einen Mage. Leider. Ah doch, wir haben einen Meteor noch. Krass. Wir machen direkt so platt. Sehr gut, ja, wen schnappst du dir jetzt? Okay, funktioniert glaube ich soweit, wa? Dann kannst du hier noch ein bisschen mitmischen. Alter, was die wieder Power hat. Gut, sie doppelt noch nicht, aber ganz ehrlich, das ist so. Welcher von denen hatte jetzt? Da, der hat noch ein wertvolles Geheimnis, war? Okay, erstmal muss der weg. Achso, warte mal. Okay, war schon leicht verwirrt gerade. Petra, eigentlich sollte sie sich anschlagen, aber pff, das war mal, wa? Du hast noch ein bisschen eine Klassenfähigkeit, kriegst aber sowieso noch. Edelgard geht dann vielleicht mal nach da oben. Den anderen von sich abzulenken. Eine Kurzaxt, ein Stahlschwert, dann haben wir ein Stahlschwert. In den Waffenvorteil, den sie jetzt hätte. Ich kann dann ganz gut noch Umwaffen draufhauen. Kasper Level 30! So, also dem, wie gesagt, etwas klauen. Dafür muss ich ein bisschen näher ran. Ja, soll das klappen. Natürlich keinen irgendwie anlocken, das wäre jetzt ein bisschen fatal. Dann gehe ich mit Ingrid doch schon mal nach oben. Hubertus Verschwindibus kommt hinterher. Ja, der könnte zwar eigentlich auch theoretisch unterstützen, war jeweils. Nee, passt schon. Das bringt so nix. So, erstmal dem gekonnt was klauen. Sie hat schon gar nicht gemerkt, dass sie ein Ultima-Siegel gekriegt hat.
Wegwerfen vor allem. Warte mal, machen wir es gerade anders. Aber 2 Mages, Kaspar hat gerade gefightet, dann soll... Nee, kaum machen wir. Hä? Ich überlege jetzt gerade. So ein Faustkämpfer, würde ich aber doch gerne mit Kaspar platt machen. Ich sehe schon... Ja, ich sehe schon relativ stark. Nee, komm, dann Items ganz kurz. Dann gib mir doch mal... Was, hallo? Tausch. Ah, Mann, ist das nervig. So, komm, Vorrat. So, kann trotzdem noch angreifen. Nee, die Crit-Chance ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich, leider. Also, wie ich ihn kenne, kriegt er da wieder. Er ist doch immer so. Danke. So, geklaut wär's. Jetzt kann ich da mal angreifen. Feuer sogar zweimal. Miasa macht ihn sogar platt. Dankeschön. Habe ich ihr eigentlich das Item gegeben, womit sie eigentlich höheres Level hätte, beziehungsweise besser, schneller trainieren könnte? Natürlich nicht gemacht, war ich Trottel. Bewaffnet, yo. Was nehmen wir denn da Schönes, wa? Ein Hammer, der ordentlich wehtun wird. So, noch ein Punkt. Sehr gut. Dann haben wir da noch so einen Banditen. Auch in so einer schweren Rüstung. Ja, das Feld lichtet sich langsam, Freunde, wa? Mal ganz kurz hier einen Angriff. Ja, komm. Besser ist gar nichts. Damit hat Charme Level 32 gereicht und wieder mal ist die Folge vorbei. Ja, wie gewohnt, es geht einfach viel zu schnell. Kannst du noch ganz kurz hier noch heilen. Wenn wir schon dabei sind, kannst du noch teleportieren. Genau, ne, kaum, dann machen wir erstmal sie hier. Perfekt. Und ich sage danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal zurück bei... Genau, Final Free Houses. Bye, bye.